Pizza, Pasta, Prosciutto? Nein, gegenwärtig gibt es aus Italien nur die Keule. Warum ist die Stimmung in Italien so extrem geworden? Was kann dagegen helfen? Darüber sprechen wir heute eine ganze Sendung lang in einer Kulturzeit extra. Über Deutschland reden wir ja sowieso lieber nicht. Heute also Bella Italia. Was ist los in unserem Sehnsuchtsland? Manifesta, Palermo, die Migranten und die Kunst. In der Musik von Pippo Pollina kann man Italien hören. Man würde regelrecht ergriffen davon, von der Lebendigkeit, von dem Heraussprudelnden, aber auch von der Wärme und vom großen herzzerreißenden Gefühl. Toll, dass Sie hier sind. Mitten in Ihrer Tour haben Sie sich die Zeit genommen, uns durch die ganze Sendung zu begleiten. Toll. Danke für die Einladung. Wir sprechen uns später wieder, hören auch noch Musik von Ihnen. Gerne. Da freue ich mich drauf. Schön auch, dass Sie da sind. Guten Abend zur Kulturzeit. Heute mit nur einem Thema: Italien. Herzzerreißend ist nämlich auch, was sich in und um dieses Land abspielt. Italien steht synonym für Europa, für seine Kultur und Lebensart. Und trotzdem haben die Italienerinnen und Italiener die neue Regierung vor allem auch dafür gewählt, dass sie europafeindlich ist. Und wie man an Italiens Umgang mit den Flüchtlingsbooten im Mittelmeer sehen kann, auch sehr ausländerfeindlich. Wir möchten in dieser Kulturzeit nachvollziehen, wie es dazu kommen konnte und wozu es führen kann. Dazu nimmt sie Sebastian Krüger jetzt mit nach Rom auf einen analytischen Spaziergang mit dem Philosophen Paulo Flores d'Arcais. In Rom und ganz Italien erleben die Menschen ein politisches Erdbeben. Sie haben es so gewollt. Die neue italienische Regierung, sie ist das Ergebnis ihrer Protestwahl. Die meisten Italiener ertragen das politische Establishment nicht mehr. Sie geben dieser Politikerkaste die Schuld an ihren wirtschaftlichen und sozialen Problemen, ihrer Not. Der Philosoph Paulo Flores d'Arcais ist eine wichtige Stimme in den gesellschaftspolitischen und kulturellen Debatten Italiens. Mit seiner unabhängigen philosophisch-politischen Zeitschrift Micromega begleitet er die Entwicklungen seines Landes. Die Situation in Italien ist für die Mehrheit der Bevölkerung inakzeptabel. Weil es Eliten gibt, die stets noch privilegierter werden. Die so tun, als ob nur sie allein das schöne und das schlechte Wetter bestimmen. Die Regeln nicht akzeptieren, selbst wenn sie niedergeschrieben sind. Die über dem Gesetz stehen wollen. Die Werte der Verfassung, wie die hohen Werte der Freiheit und des Rechtsstaates, nicht respektieren. Hier wächst dagegen Ungleichheit, und zwar auf explosive Art und Weise. Schon seit vielen Jahren suchen die Menschen nach einer grundlegenden politischen Veränderung, um diese Tendenz umzukehren. Bisher vergeblich. Bei den Parlamentswahlen im März fragten sich daher die meisten, wen sie überhaupt noch wählen könnten. Seit vielen Jahren, vielen Jahren existiert die Linke nicht mehr in Italien. Sie hat sich selbst zerstört, oder besser, sie ist eine Rechte geworden. Mangels einer Linken muss die sakrosankte Wut der Bevölkerung eine Hoffnung auf Veränderung woanders suchen. Wenn es diese nicht links gibt, wird sie rechts geboren. In Italien ist das auf ambivalente Weise geschehen. Ambivalent, weil die Linken in der Fünf-Sterne-Bewegung mit der radikal rechten Lega-Partei eine Regierungskoalition gebildet haben. Wer die Fünf-Sterne-Bewegung gewählt hat oder wer Salvini gewählt hat, wurde aus sehr unterschiedlichen Gründen dazu bewegt. Sehr viele Menschen, von links oder zumindest sehr enttäuscht von der Mitte-Links-Partei PD oder die ganz aufgehört hatten zu wählen, wählten die Fünf-Sterne-Bewegung, weil dort alles vertreten war. Von radikal Linken bis Faschisten.
In dem Moment aber, in dem sie sich mit Salvinis Lega-Partei verbündet hat, hat sie sich Salvini unterworfen. Die Fünf-Sterne-Bewegung hat mit Harakiri begonnen, als sie sich mit der Lega verbündet hat. Die Fünf Sterne werden verschwinden, möglicherweise sehr schnell. Die Vorherrschaft ist heute zunehmend Salvinis, das heißt postmodern, verführerisch, aber faschistischer Natur. Tatsächlich beherrscht Salvinis nationalistischer Ton diese Regierung. Er ist ihre Stimme. Und die ist hart geworden, rau und brutal. Zu sagen, dass die Migranten auf Kreuzfahrtschiffen angekommen sind, ist für sich genommen schon etwas, das über das Unmenschliche hinausgeht. Es ist total ekelhaft. Bis vor kurzem hätte sich der schlimmste Rassist geschämt, derartige Sachen zu sagen. Jeden Tag sind sie Ziel seiner Angriffe. Fremde, ethnische Minderheiten, Andersdenkende. Innenminister Salvini ist in seinem hetzerischen Wahlkampfmodus geblieben. Und diese Sprache stimmt überein mit dem, was Salvini denkt und tun will. Hass schüren gegen den anderen. Denn darum handelt es sich eigentlich. Zu sagen, endlich haben wir Italien Stolz und Ehre zurückgegeben, das jetzt im Ausland wieder respektiert wird, weil unmenschliche Entscheidungen getroffen worden sind. Das ist die Art des Stolzes, die faschistische Regime verwendeten. Italien ist kein Einzelfall. Paolo Flores d'Arcais sieht ähnliche Entwicklungen in ganz Europa. Die Debattenkultur wird von internen Machtkämpfen bestimmt. Es gibt nicht das Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien. Im Inneren dieser Länder gibt es Konflikte. Es gibt Menschen, die mehr Gleichheit in der Freiheit wollen. Und es gibt Menschen, die ihre Privilegien verteidigen wollen. Und dann gibt es solche, die vortäuschen, diese Privilegien anzugreifen, um ihre persönliche Herrschaft rassistischer Art zu etablieren. All das sind Dinge, die wir leider schon gesehen haben, vor weniger als 100 Jahren. Flores d'Arcais kämpft seit Jahrzehnten für eine aufgeklärte, zivile und gerechte Gesellschaft. In diesen Zeiten braucht Italien mehr denn je Stimmen wie seine.